Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurten. Jetzt Kasperl. Leute, Ding. Ich hab so eine Playlist. Und wenn ich über Sachen stolpere, wo ich mir denke, da könnte man mal drauf reacten, dann hau ich das auf diese Playlist drauf. Und die ist jetzt inzwischen schon relativ lang. Das ist ein bisschen wie der Pile of Shame bei Computerspielen. Und ich bin dann mal durchgegangen und habe geschaut, was habe ich da relativ früh auf die Playlist geschmissen. Und da ist mir das hier über den Weg gelaufen. Leute, schaut's her. Ding. Wo sind wir? Da. Nein. Eine Sekunde. Ich habe auch den richtigen IQ, Leute. Ich bin so... Egal. Egal. Das hier. Das von vor 8 Jahren. Da steht hier Finn Kliman, Dennis Leifels und Mullen. Über Drachenlord. Das war vor. Damals war Finn Kliman noch einer von den Guten. Alle diese Leute, die ja mit Finn Kliman am Tisch sitzen, die schauen den heute Quizabend im Arsch nicht mal an. Entweder das oder feiern ihn insgeheim auch noch so. Schade, dass der erwischt wurde. So, wir machen weiter. Aber auf jeden Fall, ja, wir haben hier Dennis Leifels, 2 Mullen und Finn Kliman am Stissel. Die erste Minute war relativ lame, deswegen habe ich die übersprungen. Da ging es jetzt darum, einfach nur, da haben sie generell sich ein bisschen super witzig vom Leder gezogen über Hate etc. im Internet. Und er war halt Kringe. Aber jetzt geht's ab hier, geht's dann ums Game und um Dennis Leifels und da bin ich jetzt gespannt, was er sagt. Ne? Dementsprechend, Leute, wir sind schon wieder, aber sowas von da. Ich habe euch noch ein paar andere Sachen. Ich habe das ist hier von so einem Kanal, der vor 8 Jahren da ein paar Sachen hochgeladen hat. Nicht viel, aber da waren so ein paar Schmankerl noch dabei und da habe ich ein bisschen was jetzt in die Playlist gemeddelt. Und das schauen wir uns jetzt an, weil die Nummer hier, die dauert 10 Minuten. Und weiß ich auch nicht, wie viel ich dann dazu sagen kann. Und damit, ihr kennt mich. Langes Video wird, knecht man auch was hinten dran. Richtig. Dementsprechend, Leute, bockt euch her, Sammermeere. Reißt euch eine Halbe auf. Wir gingen ein in, ja, offensichtlich, .y-Kollektiv. Hier unten ist es das Logo. Aktueller Aufhänger, so ein bisschen Dennis. Dennis, du hast dich ja ans Drachengame mit eingemischt. Ja. Schwerer Fehler, ne? Schlingel. Hast dich nicht gelöscht. Sieht lebendig aus, sitzt hier neben uns. Ach ja, das ging vorher drum, ja, was hier die Kommentare, weil so viele Kommentare lauteten, lösch dich. Und da hat sie auch schon wieder einen Denkfehler. Man hat jetzt hier offensichtlich wieder Leute hingesetzt, die vom Internet keine Ahnung haben. Also zumindest die offensichtlich nicht. Der Leifels-Typ sowieso nicht. Den Klima, glaube ich, versteht diese ganze Internetkultur schon. Der hat sich keiner erwischen lassen. Seitdem ist er komplett baff, dass ihm sowas passieren konnte. Aber das wird jetzt so hingestellt, als wäre Lösch dich eine Aufforderung zur Selbsttermination, was es nicht ist. Ne? Lösch dich heißt einfach nur, verpiss dich aus dem Internet. Das wird aber immer so gern wieder dann so hingestellt, als wäre das eine Gewaltandrohung. Und das ist es einfach nicht. Ja? Das ist es nicht. Es heißt einfach nur, verpiss dich aus dem Internet. Hast du damit irgendwie gerechnet, ehrlich gesagt, mit diesem ganzen... Dass dort Hate kommt? Ja, aber wie er gekommen ist? Ja, also ich glaube, das wäre ziemlich naiv gewesen, wenn man so ein Thema anpackt und dann davon ausgeht, dass da nicht die Hater kommen, weil es... Okay, based. Wenigstens das hat er gecheckt. Also das ist ja deren Spiel. Ne? Und das ist ja auch, die suchen ja nach neuem Content, nach neuem Futter, wo man wieder draufgehen kann. Ne? Wenn wir Pech haben, dann bist du jetzt der Nächste oder du oder Marie ist die Nächste, die dann jetzt auch noch Hate abbekommt. Jetzt sind wir wieder ganz kurz blinkte hier gesunder Menschenverstand durch. Jetzt sind wir schon wieder in Wolkenkuckucksheim. Das ist wild. Leute, die checken nicht, dass diese ganze Drachengame-Nummer ist Aktion, Reaktion. Das ist das Grundprinzip davon.
hier wird es wieder so hingestellt, als könnte sowas wie jetzt im Drachengame mit Reini, als könnte das jeden treffen. Ist vollkommen willkürlich, weil diese Menschen da im Internet, die hassen einfach nur, ohne Grund. Ne? Die sind einfach, ihr merkt es selber vielleicht an euch, ne? Bei mir auch, ich wache auch jeden Tag morgens auf und denke mir, Alter, so ein komisches Gefühl. Und dann kommt, ach so, ja, ich bin ja innerlich komplett von Hass zerfressen. Das ist ja unfassbar. Ja, ich bin ja mal operiert worden. Die Leute haben gesagt, Herr Kasper, in Ihnen drin ist alles schwarz. Das Herz ist alles schwarz. Sie sind von Hass zerfressen. Und ich gehe jetzt besser nicht, dass ich Ihr nächstes Opfer bin, weil das wird ganz random ausgesucht, auf wen man da geht im Internet. Und weil die Leute nicht checken, dass das Internet halt kein Ponyhof ist. Wenn ich Sachen im Internet tue, sage, hochlade, wird es immer ein Echo geben. Und es gibt halt Leute, die mögen einen und es gibt halt Leute, die mögen einen nicht. Und wenn die überwiegende Majorität der Leute einen entweder mag oder man denen scheißegal ist, dann macht man alles richtig. In ein paar Deppen gibt es immer, die einen haten. Wenn aber wirklich sehr, 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 sehr viele Leute dich haten, dann musst du dir die Frage stellen, habe ich vielleicht einen Fauxpas begangen im Internet? Und ja, auch die sozialen Konventionen, was als Fauxpas gilt, sind im Internet größtenteils deckungsgleich mit dem außerhalb des Internets plus so ein paar extra Dinge, die man so im Internet nicht macht. Ne? Bestes Beispiel ist, das ist ein so unausgesprochenes Gesetz eigentlich. Ne? Man strikt andere Creator nicht, wenn sie auf deine Scheiße reagieren. Und man doxt niemanden. So, das sind so Sachen, die dann zusätzlich da noch. Und wenn man halt anfängt, diese Sachen, diese sowohl realgesellschaftlichen als auch internetgesellschaftlichen Gepflogen zu ignorieren, dann wird man immer mehr Echo kriegen. Und wenn man dann mit dazu kommt, die Spielregeln nicht versteht, die in diesem Social-Media-Raum im Internet herrschen und sich da einmischt und wie er hier, dann wird man da halt ganz schnell mit reingezogen. Ne? Aber hier, er hat es ja gerade auch selber zugegeben, der Richter damals von der Berufungsverhandlung wird ihm da auch recht geben, beziehungsweise der Verteidiger von Reini, ne? Wer sich ins Drachengehen begibt, der weiß, worauf er sich einlässt. Weil wir jetzt alle Teil dieses Drachengames werden. Und, jetzt kannst du das bitte noch mal ganz kurz wollte ich auch gerade sagen. Drachengame, Wir haben einen kleinen Einspieler. Ja, wir können doch mal ein Stück aus aus der Geschichte gucken. Ein Einspieler, ich bin gespannt. Höchstwahrscheinlich ein Einspieler aus Dennis Leifels unsäglicher Hass ist ihr Hobby. Ich krieg's gar nicht ausgesprochen. Dokumentation, Reportage. Machwerk. Da können wir uns drauf einigen. Aus Dennis Leifels Machwerk, Hass ist ihr Hobby, veröffentlicht bei Y-Kollektiv. Gleich, worum es geht. Es geht um den Drachenlord und wir haben einen kleinen Einspieler, ne? Ja. Yes, es ist die youtube.com 1510. Nein, das ist nicht die Quelle. Die Quelle ist euer Ding. Ist euer eigener Hass ist ihr Hobby-Ding. Ich habe das mehrfach gesehen. Ich weiß das. Servus und herzlich willkommen beim Drachen. Du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und wie gesagt, hier, der legendäre Mittwoch ist natürlich nicht zu Unrecht legendär im Game. Ist halt aber auch einer dieser Dinge, die immer rausziehen. Das ist halt schon ein massives Schild gewesen für Rainer über die Jahre und für all diese Trollos, die gemeint haben, sie müssten Rainer White Knighten, hier wie so ein Leifels oder so. Weil du damit natürlich exzellentes Framing betreiben kannst. Exzellentes Framing kannst du damit betreiben. Jemanden, der sich mit der ganzen Causa Drachenlord gar nicht auskennt, zeigst du das hier. Einfach nur das, aus dem Kontext heraus. Da wird niemand in der Situation Reini haten. Niemand, der sich mit der Causa nicht auskennt.
Natürlich, weil diese Aktion natürlich inhärent und aus dem Kontext genommen absolut asozial ist. Und natürlich einem jeder leid tun müsste, dem sowas passiert. Wenn man den Kontext nicht kennt. Wir haben keine Lust mehr auf dieses Zeug, was da kommt. Alle sind am Ende. Ich möchte heute über das Thema Mobbing mit euch sprechen. Ah, das habe ich neulich reacted, das Video. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Was passiert denn, wenn Sie die Polizei rufen und sagen, Nichts. wie nichts? Ja, die machen ihren Job nicht, hätte ich da fast gesagt gehabt, ne? Angeklagten werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen, die er im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets begangen hat. Ja, die Basecode-Scheiße, das brauchen wir auch nicht, ne? Er hat auch hier so einen Mickey-TV-Schnitt. Alter Verwalter. Jeder wird damit reingezogen. Ja, der Kampfsportlord. Ja, ich hab zum Thema Kampfsportlord habe ich noch was in der Playlist. Ne? Gespannt sein. Vielleicht, wenn ich richtig Bock habe und es nicht wieder vergesse, haue ich euch vielleicht hier auch noch die Timestamps unten rein. Dann könnt ihr, wenn er sagt, hier auf den Leifels-Bengel haben wir keinen Bock. Das nächste Video, auf das wir reagieren, ist Reini, wie er über Kampfsport schwadroniert. Glaubt zusammengeschnitten. Auch klassisches altes Met mit dem Setup damals, das noch das gleiche war wie hier Ding. Gott kommt zu mir und will, ja, und will von mir gesegnet werden. Ich bin das höchste Wesen. Mit dem Set aus der Zeit. Jeder wird verarscht. Die sind feige hoch 10. Alles, was im Internet drin ist, lebt für immer. Jo, Die Sachen. genug Info? Oder Ja, fangen nee, wir ich kenne ihn auch. Nein, es sind nicht genug Infos. Und ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, so der Einzige, der wirklich Social Media ein bisschen Medienkompetenz hat, von diesen ganzen Leuten, damals auch, ne, 8 Jahre her, 2018, ist Finn Kliman. Und vielleicht hat Finn Kliman auch schon was über Reini gehört. Und vielleicht findet Finn Kliman Reini auch selber gar nicht so geil. Es kann gut sein, aber er muss jetzt hier dann mitspielen. Kann ich mir vorstellen. Reiner Spekulatius von mir. Ich wusste, du den? ja, also nicht persönlich, aber ja, also wurde mir natürlich auch schon von vielen Kumpels gezeigt und so, ne? Der also als Lügenlord damals dann bezeichnet und so. Lord. Da sieht man, Finn Kliman hat IQ, was Reini angeht. Das ist natürlich schlecht für ihn. Ja, das ist natürlich schlecht für ihn, weil er muss ja natürlich auf Linie bleiben. Der kann sich jetzt da nicht hinsetzen und sagen, boah Leute, ich kenne mich mit der Drachenlaut-Nummer aus und da hat sich das schon alles selber zuzuschreiben. So, der hört halt nicht auf, die Leute zu provozieren und der kassiert halt einfach das Echo. Das kann er nicht bringen. Das ist nicht auf Linie und das wird auf Funk nicht stattfinden. Er hat Angst um seine Reichweite, um seinen Ruf. Ne? Und nicht, dass er noch gecancelt wird. Hups. Was ist da 2 Jahre später passiert? Ja, guck dir den an, ein krasser Typ. Also es wurde immer genauso vermittelt mit, der hat irgendwie ein bisschen selber Schuld, aber der wird auch richtig, also das geht halt zu weit. Genau, es ist halt zu weit. Also es ist zu viel. Diese Geschichte, die ihr gerade gehabt habt, die war doch... Ja, da stottert er sich jetzt ein. Ja, das geht schon zu weit. Das ist schon krass. Ne? Diese Geschichte, und da sind wir jetzt wieder, was ich gerade gesagt habe. Das ist ein einwandfreies Schild, hinter dem man sich verstecken kann. Ein einwandfreier Schild. Das Schild ist das dir den Weg zeigt. Der Schild ist, genau. Ne? Wenn ich selber immer wieder diese Grammatiknummer abziehe, dann muss ich mir auch selber dran halten. Aber genau, das ist ein einwandfreier Schild, hinter dem man sich verstecken kann. Und den nimmt er jetzt natürlich auch, der Finn Kliman. Ja, kennst du den Drachenlord? Schon. Der ist, manche Leute sagen, dass er vieles von dem schon, also sowas wie das an dem Mittwoch geht natürlich gar nicht. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Frag jemand anders. Mit seiner Hochzeitsgeschichte, ne? Ja. Der hat den Heiratsantrag gemacht. Mit Erdbärchen. Alter, das fand ich halt zum Beispiel das ist auch überhaupt nicht lustig, das ist einfach nur richtig, richtig fies. Aber Ich finde diese Erdbärchen-Nummer, den Mittwoch, ich finde es auch nicht funny. Ich finde es definitiv nicht, ganz ehrlich, ich finde das funny ist nicht ist, nicht der, ich finde es cringig und erbärmlich, aber nicht funny.
ist ja schon nochmal eine ganz spezielle Geschichte, finde ich. Also Drachenlord ist nochmal, darüber können wir in 500 Stunden Ja. Also, versteht mich nicht falsch. Ne? Ich sage nicht, dass Reini das nicht verdient hat. Und kein Front an Erdbärchen und Konsorten. Aber das ist jetzt nichts, wo ich mir heftigst. Es gibt immer wieder so Sachen, wo man halt schmunzeln muss, wo man halt echt wirklich lacht. Irgendwelche Klassiker-Memes von Reini, wo es einen wirklich wegschmeißt. Damals, wo sie ihm draußen den Böller auf den Hof geschmissen haben und er sich eingeschissen hat. Alter, da reißt es mich jedes Mal wieder Zwerchfell zerstörende Anfälle, die da durch meinen Körper pulsieren. Fürchterlich. Ich könnte mir das 1000-mal anschauen, wie er sich da rausschleicht. Und jedes Mal wieder abbrechen vor Lachen. Ich finde den Mittwoch, der ist halt nicht zum Lachen. Das ist halt einfach mal wieder massiv erbärmlich. Weil es einfach so tief geht. Und es gibt ja sozusagen inzwischen, so sehe ich das zumindest, die Hater und die ihn eigentlich auch sozusagen kritisieren, aber vor den eigentlichen Hatern wiederum beschützen wollen und ihm einfach nur helfen wollen, sein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ja, diese Leute, die ihn kritisieren, ihn aber eigentlich beschützen wollen und ihm helfen wollen, sein Leben wieder auf die Kettenhöhe zu kriegen, ne, die hat er ratzfatz zu Hatern gemacht. Die sind irgendwann alle bei uns im Team aufgeschlagen und haben gesagt, ja, keine Ahnung, ich habe echt versucht, ihm zu helfen, aber so ein deren spross das halt nicht aus. Ich kann mir die Scheiße nicht mehr geben. Hier Verlassung des Rudels, etc., bla bla bla. Ich habe selber mit Leuten gesprochen, die mal irgendwie da bei Reini auch im Team drin waren und es ist immer dieselbe Story. Und ich habe mich da mal eine Zeit lang mit beschäftigt, weil mir das mehrere Internetfreunde empfohlen haben. Und es ist halt irgendwie, ich glaube, darüber kann man eine ganze Doktorarbeit schreiben, weil es halt total abgefahren ist, wie viele Facetten das inzwischen hat. Ganz ehrlich, eigentlich müsste ich Soziologie studieren, einfach nur, um darüber eine Doktorarbeit zu schreiben. Und warum hast du Soziologie studiert? Interessiert mich. Ich wollte einfach nur eine Doktorarbeit über das Drachengame schreiben. So. Ich habe gedacht, ich weiß jetzt schon so viel über das Drachengame. Soll nicht umsonst gewesen sein. Und ich glaube, dass das auch so eine, also ich meine, deswegen finde ich es auch so spannend und gut und richtig, dass ihr da einen Beitrag zu gemacht habt. Ich glaube aber, dass das hunderttausende Beiträge bedarf, um diesem Phänomen gerecht zu werden. So, Hallo auch an alle Drachenlords-Leute, die jetzt bestimmt gleich hier sind. Ja, doch, Grüezi! die sind schon da. Ja, die sind aber immer da, das war ja auch klar. Ich meine, Das ist auch hier geile öffentlich-rechtliche Gülli-Qualität. wenn ihr was über den Drachenlord macht, das ist genau das gleiche wie hier World of Wolfram. Das weiß man inzwischen, dass das dann so ist. Ja, aber deswegen war das auch die Antwort gerade. Das hat mich nicht verwundert, dass dann da Hate kommen oder dass dann Trolle kommen. Es sind ja auch fast immer die gleichen Antworten. Also man kriegt ja gar nicht auseinander, wie viele Leute sind das. Das fühlt sich dann im ersten Moment sehr, 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 sehr groß an. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen das in Wirklichkeit sind und ob es überhaupt Menschen sind, ob das nicht Social Bots sind. Das sind immer die gleichen Antworten. Es sind immer alles Bots. Ne? Das ist alles Bots. Das ist ja wirklich, wenn man da hingeht als Medienschaffender, Weltverbesserer und sich denkt, boah, die Welt hat jetzt mal auf mich gewartet, dass ich hier mal komme und das Problem hier löse und das nicht hinkriegt und dann vollkommen überrumpelt von der Situation ist und sich denkt, ich verstehe jetzt überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Dann wird's abgeschoben auf, ja, es ist sicher alles Bots. Ne? Können wir gar nichts machen. Gegen die Maschinen haben wir keine Chance. Ne? Ist Skynet einfach. Ne? Der Weltuntergang ist unvermeidbar. Irgendwie, das sind so Textphrasen, die sich mal wieder ein bisschen unterscheiden. Ja, es ist halt viel aufgreifen, so mit löscht dich, ne, oder löscht euch oder so. Aber die Frage ist, warum habt ihr denn überhaupt Hass für die Dokumentation über den Lügenlord bekommen? Warum? Also, Das hat er sich selber nicht verkneifen können. Das kann ich dir sagen, lieber Finn. Die haben da Hass drüber bekommen, weil sie halt einseitig berichtet haben. Und weil sie Reiners Opfernarrativ weiter verbreitet haben und das Ganze on top mit öffentlich-rechtlichen Geldern finanziert. Und da schieben halt die Leute Hasslatte. warum kriegt ihr das ab? Ihr habt das doch nur dokumentiert und berichtet, was da passiert ist. Ja, Das ist nämlich, das Problem ist, dass in diesen modernen Funkmedien, Y-Kollektiv, Steuerung F, wie sie nicht alle heißen,
da haben sie ja dann auch, das war die Steuerung F gegen Rezo, ich spreche es in letzter Zeit häufiger an, die haben ja dann auch gemeint, ja, das ist hier Meinungsjournalismus. Das ist das Problem. Wenn die neutral darüber berichtet hätten. Neutral und objektiv und die Fakten auf den Tisch zu legen. Ohne das Ganze zu framen, hätte kein Mensch was gesagt. Das ist der Punkt. Aber man hat das hier alles ein bisschen, ne? Es sind zwar öffentlich-rechtliche Gelder, aber man will trotzdem so ein bisschen sensationsreißerisch, so ein bisschen, ne? Wenn wir es öffentlich-rechtlich finanziert haben, aber auf dem Niveau von Bild-Zeitung und Privatfernsehen. Und deswegen muss es muss ganz viel Meinung mit rein, es muss ganz viel eigener Pathos mit rein und es muss ganz viel Framing mit rein. Damit das alles zu dem eigenen Narrativ und dem eigenen Weltbild entspricht. Ja, und dass am Ende wirklich die Message alles auf Linie ist. Man geht auch nicht ergebnisoffen an solche Nummern ran. Sondern man geht auch nicht weit genug in die Tiefe, um irgendwas anderes zu machen. Ne? Also wenn du ergebnisoffen an irgendwas rangehen willst, musst du ja mehr in die Tiefe gehen. Das hat er sicher auch nicht gemacht. Ja? Sondern man will einfach nur, oh, schau mal, wir sind die Guten, wir setzen uns gegen Internetmobbing ein. Das war der Auftrag. Ja? Macht uns bitte einen Beitrag, der dafür sorgt, dass wir bei Funk und ihr bei Y-Kollektiv als die Guten dastehen, die sich gegen Internetmobbing einsetzen. Und praktisch von diesem Narrativ aus hat man rückwärts gearbeitet. Das haut nicht hin. Das hat bei diesen anderen Steuerung Y-Kollektiv-Beiträgen nicht hingehauen und hier halt schon dreimal nicht. Also der Hass kommt, glaube ich, erstmal ganz automatisch. Also wir haben den Hass schon bekommen, bevor wir das Ding überhaupt veröffentlicht haben. Da ging das schon los. Ja, natürlich, weil wir ja auch nicht dumm sind, oder? Wir haben das ja schon auch gemerkt, dass ihr da um die Schanze rumschnirchtelt und da Leute befragt und belügt im Übrigen. Ja, die haben ja Leute da befragt, in denen irgendwie einen vom wilden Mann erzählt, wer sie sind. Ihr lügt, alles was da von euch kommt, ist eh scheiße. Wahrheitsverdreher, nicht objektiv. Das war schon bevor wir überhaupt irgendetwas gemacht haben. Na, ihr seid ja auch nicht objektiv. Ihr sagt doch selber, dass ihr nicht objektiv seid, weil wenn ihr objektiv wärt, dann würdet ihr das Ganze nicht als Meinungsjournalismus bezeichnen. Haltungsjournalismus. Also wir mussten nicht mal irgendetwas veröffentlicht haben und es war eigentlich schon stand schon fest, dass wir Kacke sind. Okay. So und im Nachhinein wurden... Wozu ist sie eigentlich gut? Was ist denn ihr Auftrag? Bekommt die Geld dafür? Dann soll sie vielleicht mal die Fresse aufmachen. Die sitzt da und guckt dumm. Und jetzt ist sie verlegen, weil die Kamera auf sie... Oh. Dann auch... Also es gibt ganz gut berechtigte Fragen teilweise, ne, wo ich dann auch super gerne auf Kritik eingehe oder Sachen transparent mache, was ich zum Beispiel sehr wichtig finde. Im Übrigen, wenn ihr so ein Sit-In da macht, ja, und euch gegenseitig irgendwie im Schritt streicheln wollt, dass ihr die besten Weltverbesserer der Welt seid, ne? Ihr macht auch Medien und Aufnahmen und dergleichen auch nicht zum allerersten Mal in eurem Leben. Dann hockt euch halt nicht in irgendeine Altbau-Dachgeschosswohnung rein, in der es halt wie in der Olympiahalle. Digga, was ist das? Hockt euch irgendwo hin, wo ihr anständigen Sound habt, wo nicht so ein abartiger Hall ist. Ich finde, dass man als Journalist auch Recherche transparent macht oder sich erklärt. Und in anderen Punkten einfach nur stumpfer Müll, so was du gehört hast auch, ne? Also das ist dann einfach nur noch, da haut es ist ja selten, dass man da wirklich in eine Diskussion gehen kann. Ja, also ich weiß halt auch immer nicht bei den Sachen, manchmal denkst du, ich möchte da jetzt irgendwie was zu sagen und dann denke ich auch so, ja, es bringt nichts, aber irgendwie kann man ja auch nicht das so stehen lassen, finde ich. Also bei mir ist immer das ist schwer, so wo mische ich mich jetzt ein, wo sage ich meine Meinung, dass eben da auch meine Meinung steht. In den allermeisten Fällen ist es, also ganz ehrlich, bei konstruktiver Kritik, auch wenn sie, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen subjektiv formuliert ist es vollkommen in Ordnung, darauf einzugehen. Wenn man merkt, dass irgendjemand einen trollen will oder einfach nur zur Weißglut bringen will, dass halt wirklich einfach Trollkommentare sind, die sind am besten zu ignorieren. Ja? Don't feed the troll. Und nicht nur diese andere. Und wo halte ich halt meine Klappe und denke, boah, ja,
rauskommen. Ist auch Aber das ist schade. genau das, was der Drachenlord ja kontinuierlich verkehrt macht, glaube ich, zumindest so von außen betrachtet, dass er halt immer wieder, das, was du jetzt nicht getan hast, so, halt Feuer dazu, immer auf alles eingehen, sich dabei dann wieder verplappern in die 6. Korrekturschleife seiner vorher schon seine Fehlinformationen reinzugehen und immer wieder dieses Ding anzuheizen, so. Und das ist genau das, was passiert, glaube ich, wenn du so dann seine Adresse zu Offensichtlich kennt er sich aus. Wie gesagt, wundert mich überhaupt nicht, dass Finn Kliman sich mit dem Drachengame auskennt. veröffentlichen und das alles, was da passiert ist, das sind ja auch nicht die allersmartesten Züge gewesen, die er da eingeschlagen hat, so. Er füttert den Troll ganz schön hart. Ne? Also Aber hat Phil Kliman hat Reini selber dick. er nicht auch gesagt, das wäre irgendwie sein Ziel, von dem Hate leben zu können oder irgendwie sowas? Oder Hat er was? das, Dennis? Macht er noch irgendwas anderes oder sitzt er nur vor seinem Rechner? Und Also er hat auch Leute aufgefordert, ins Dorf zu kommen. Dort verkauft er Poster. Ach komm. Ja, also Aha! Hoho, Applaus! Applaus, Herr Leifels. Ja, richtig. Er hat sie aufgefordert, da vorbeizukommen und nicht sich zu trauen und vorbeizukommen, damit er ihm die Prügel ausschmeißen kann. Nein. Er hat sie aufgefordert, da hinzukommen, damit sie mit Bare bescheißen können und Poster mit nach Hause zu nehmen. er hat dann Stimmt, er hat auch am solche Wochenende Werbung. verkauft er dort Poster und die Leute sollen alle kommen. Das heißt, er lockt auch, sagen wir mal, die Pilger, die dann mit bis zu 150 Personen ins Dorf kommen, lockt er auch an, weil er eben diese Mit bis zu 150 Personen. Das klingt gerade so, als hätten wir so einen Auswärtsbus gemietet. Ne? Als wäre hier die Ostkurve von der Hader Eishalle irgendwie am Stissel und hätten wir das große Auswärtsspiel irgendwie einen Bus gemietet oder mehrere. Wenn da 150 Leute gleichzeitig dort waren, dann zufällig, ne, in Grüppchen von 2 bis 6 Leuten vielleicht. Das ist nicht so, dass hier eine große Organisation dahinter steht, die dann wirklich ne, Hate Travels, dein Reisebüro, Reise zur Schanze, all inklusiv Busreise zur Schanze. diese Poster verkauft. Das ist zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt, der mir vorgeworfen wurde. Ich habe nicht erzählt, dass auch dort der Posterverkauf stattfindet. Ja, das wäre nämlich eine wichtige Information gewesen, weil man es nämlich immer so hinstellt, als hätte Reini einmal sich verplappert in Rage mit diesem Traut euch kommt zu mir Video und da wird jetzt seit Jahren drauf rumgeritten. Und dass es eben nicht so ist, dass Reini selber, wie der Herr Müller so richtig bemerkt hat, eine Aktion gebracht hat, die sich ja Wang beißt und zwar die Leute zu sich eingeladen hat, damit sie ihm die Kohle rausschmeißen, damit er seine Stromschulden bezahlen kann. Ne? Und du musst dann natürlich irgendwann mal in so einer Geschichte, musst du als Journalist immer Wichtiges von Unwichtigen trennen. Ne? Ja, und das hast du richtig schlecht gemacht. Da bist du vielleicht kein guter Journalist. Wo du dann auch sagst, okay, ich habe gesagt, er hat gesagt, Leute, indem er seine Adresse veröffentlicht, hat er quasi Leute eh schon angelockt. Und das wäre dann nochmal so ein Randaspekt gewesen. Also mir wird dann vorgeworfen, dass ich Sachen rauslasse. Ja, aber in dem Fall, also ey, jetzt ganz, also meine subjektive Meinung dazu, ich habe das wusste ich halt nicht, dass es jemand gesagt hat, aber wenn der da Poster verkauft, ja, die eigentlich alle nicht da haben will, aber dann halt das Ding irgendwie nutzt, um dann noch einen Euro mitzumachen, dann Den Klima ist so 100%ig tief drin in der Materie. Ja, der weiß sich jetzt hier gut zu verkaufen und drumherum zu schwallen. Ne? Aber der ist. Ich bin der Meinung, Finn Kliman, Hater confirmed. den natürlich weiter an und ist selbst auch weiter an dem Feuer Ja, das ist ja, schuldig auch, so. das ist ja das Krasse gerade. Ja, ja. So, ne? Das ist irgendwie. Aber von daher ist die Information ja, also würde ich jetzt sagen, Ja. auch relevant, dass der da irgendwie Profit rausschlägt. So. Ja, richtig. Danke. Ganz ehrlich. Ne? Das war lange vor seinem Skandal. Ganz ehrlich, aber ich glaube, Finn Kliman ist da auch ein bisschen naiv in so eine nicht so Falle getappt, so, sondern ich glaube, dass der in diese Medienwelt da reingekommen ist und dann, ich weiß nicht, wer von euch eine handwerkliche Ausbildung gemacht hat, ne? Aber da während meiner Ausbildung hatte ich ganz, ganz oft den Satz gehört, gerade von meinem Gesellen, ja, eigentlich sollte man das nicht so machen, aber das machen alle so. Ja?
Und ich glaube, 100 Pro, auch in dieser, gerade auch in dieser Funkwelt, wenn es um öffentliche Gelder geht, dass da wirklich dann viele Leute sagen, ja, das so und so kannst du schon machen. Hier ein bisschen was abzwacken, da ein bisschen. Dass man so ein bisschen das redlich-moralische Verhalten auch so ein bisschen abtrainiert bekommt. Und sich dann so denkt, ach, so läuft das also. Und das Problem dann hat, wenn man da erwischt wird und sich umdreht und sich denkt, da stehen ja die ganzen anderen auch noch neben mir, die es nicht anders gemacht haben, die stehen mir jetzt sicher zur Seite, ist keiner mehr da. Und dann hast du die Scheiße selber auszulöffeln. Ja, weil die wollen natürlich ihr Businessmodell auch alle nicht kaputt machen. Nur weil du dich hast erwischen lassen mit der Nummer. Das habe ich aber auch getextet. Okay. Also in der Geschichte. Aber wie gesagt, da ist er mir dann schon relativ sympathisch, dass er dem Leifels eben auch sagt, ja, hier, wenn der Leifels sagt, mir wird hier vorgeworfen, dass ich hier diese Nummer mit dem Posterverkauf nicht erwähnt habe, dass er dann sagt, ja, aber das wäre auch wär eine relevante Information gewesen. Ja, und wenn du dich Journalist schimpfen willst, der in der Lage sein muss, auch die wichtigen von den unwichtigen Informationen zu trennen, dann hättest du das als wichtige Information identifizieren und mit in die Reportage nehmen müssen. Ne? Weil das schon offensichtlich eine wichtige Information ist, dass Reini eben nicht nur das Opfer von irgendwelchen Straftaten ist, sondern dass er aus dieser ganzen Situation massiv Profit zieht. Und dass er Poster verkauft noch das geringste davon gewesen. ist dann auch drin, dass er. Ich glaube, da ist, ne, die Battle-Liste ist nicht zu unterschätzen, was der an reinem Materialwert nur über die Battle-Liste zugeschickt bekommen hat. Das ist schon auch wild. Ich sag hier bloß Werkzeugkoffer im Wert von mehreren 100 Euro, die dann auf ominöse Art und Weise nie wieder gesehen wurden, solange bis sie kurz später dann auf eBay Kleinanzeigen standen. Sein Geld mit YouTube und Fanartikeln verkauft. Okay. Ne? Das auf jeden Fall. Aber es ist so ein Punkt, ja, vielleicht hätte man den noch deutlicher machen können. Das- Aber man kann in diesem ganzen Drachengame, Ja, also was man Marie schon hat ja gesagt schon hat. gesagt, ne, du kannst das so weit aufblasen. Bei Lachshowen gibt es, weiß ich nicht, tausende Seiten. Also du kannst auch Lachshowen den ganzen Tag vorlesen. Dann hast du zwar ganz viele Informationen, die wahrscheinlich nicht stimmen oder die keiner recherchiert hat oder wo nur ein Teil stimmt. Hier wird einfach wieder abgelenkt. Ja? Hier wird einfach vom Thema abgelenkt. Sag halt einfach, ja, Finn, da hast du recht. Ich habe das nicht als relevante Information wahrgenommen, aber das war offensichtlich dumm. Ja? Weil es ja offensichtlich eine relevante Information ist, dass Reini Profit aus der Nummer schlägt. Oder wo man nicht ganz genau weiß, der Aspekt stimmt, der stimmt nicht. Aber wie gesagt, dass Reini Profit aus der Nummer schlägt, da hätte man dann schon wieder differenzieren müssen und dann hätte man tiefer in die Materie gehen müssen, da hätte man viel mehr Arbeit, harte Arbeit reinstecken müssen und am Ende wäre man dann eben nicht, ja, am Ende hätte man das dann nicht so framen können, wie man es eigentlich framen wollte. Man ist selber der Ritter auf einem weißen Pferd, der da reinreitet nach Schauerberg, ja, um dem armen Mobbing-Opfer zur Seite zu stehen. So. Das ist das Narrativ, das am Ende dort zu stehen hat. Wenn aber Reini aus dieser ganzen, wenn aber rauskommt in der Ding, dass Reini die ganze Scheiße provoziert, um damit monetär zu profitieren, dann bröckelt das ganze Narrativ. Das darf nicht sein, deswegen wird die Information, dass er da finanziell davon profitiert, natürlich convenient, wie es nun mal war, nicht als relevante Information wahrgenommen. Kommt dann leider auch nicht in die Reportage. Also man kann natürlich auch so berichten, aber da hat dann gar keiner was von. Ne? Mit dem Begriff. Und dann, wenn man auch mit der Kritik konfrontiert, stellt man sich hin, ja, keine Ahnung, ich hätte auch irgendwas, ich hätte auch bei seiner Geburt anfangen können und über seine Kindergartenzeit, das interessiert ja keinen. Das ist richtig, das wären unwichtige Informationen gewesen. Aber wie gesagt, dass er davon profitiert, ist eine Kerninformation, ohne die man diese Situation gar nicht richtig einschätzen kann. Ne? Wenn man das gehört hat und gesagt hat, ja, keine Ahnung, wenn schon Hate, dann wenigstens Barne dafür kriegen, als Argument zu nehmen, schön und gut. Ne? Da kann sich jeder dann seine eigene Meinung bilden, aber die Information muss erstmal da sein, wenn man den Anspruch hat, journalistische Arbeit zu tätigen, die ja in erster Linie dafür da ist, Leute zu informieren und über Sachverhalte aufzuklären.
Und deswegen, das begreifen diese Leute auch nicht, bedeutet Haltungsjournalismus meiner Meinung nach automatisch Privatfernsehen und niemals öffentlich-rechtliches. Hatern muss man echt vorsichtig auch umgehen und ich glaube, das ist auch etwas, was wir Journalisten uns auch ankreiden müssen oder wo wir auch immer besser werden müssen noch, ne, Gülsere, dass man mehr auf Kritik natürlich noch eingeht. Das ist... Ja, du bist richtig gut auf Kritik eingegangen. Du bist ja richtig gut auf Kritik eingegangen. Deswegen, ganz ehrlich, erinnert ihr euch nicht noch an das legendäre ich gehe auf eure Kritik ein, Statement von Dennis Leifels, in dem er das alles eingesehen hat. Und indem er gesagt hat, ja, die Scheiße klickt sich zwar wie geschnitten Brot, aber scheiß drauf. Ja, wir nehmen das Video jetzt runter, oder passen es an. Und dann nehmen noch andere Sachen mit rein. Ne? Zusatz, keine Ahnung, schneiden das neu, bringen die Informationen so, das passt. Weil wir eingesehen haben, die Kritik haben uns zu Herzen genommen, bla bla bla. Deswegen mögen den ja jetzt inzwischen Zeit im Drachengame auch alle. Da muss man auch, glaube ich, nochmal sehr selbstreflektiert dann auf diese Sache gucken. Aber ich glaube, das ist nicht das Ding, sondern es geht ja vor allen Dingen hier gerade darum, um Hater, die persönlichkeitsverletzend sind, die sich echt bis auf Massivste über jemanden lustig machen. Und klar muss man... Ja, und wie gesagt, die Leute, die da wirklich hart über die Grenzen geschlagen haben, die sind ja auch im Vergleich in der Minderzahl. Ne? Da differenzieren zwischen berechtigter Kritik, die finde ich cool, gerne her damit, da antworte ich gerne auf Fragen. Und das geht euch wahrscheinlich allen so, ne? Wenn man irgendwie was hat und wir sind ja alle lernwillig, oder du wahrscheinlich auch bei deinem Handwerkszeug. Ne? Ja, klar, aber es geht nur darum, wenn es ins Persönliche abrutscht. So, ne? Das ist halt auch das, was der Drachenlord da irgendwie abbekommen hat. Ne? So ein fettes, dümmstes Stück Scheiße. So. Das ist halt keine Kritik mehr an irgendeinem Programm oder an seinem Kanal oder an seinen Aussagen, sondern das ist halt persönlich. Ja, gut. Ja, jetzt merkt er selber, wo er hingeht. Ne? Das ist keine Kritik an seinem Kanal oder an seiner Arbeit, sondern an ihm als Person. Und das ist, weil Reini hat sich als Person und den Hate um seine Person als Haupt-Content eingesetzt. Schon relativ früh in seiner Anführungsstrichen Karriere. Ne? Als er gemerkt hat, hier diese Videos machen, mit irgendwelchen Sachen einfügen und so, das ist ein Haufen harte Arbeit. Und ich bin zu dumm, da mich vorher anständig zu informieren. Deswegen kriege ich da immer wieder Shit ab. Dafür, dass ich einfach nur dumme Scheiße labere und meine Videos im besten Fall gar keinen Inhalt haben, aber normalerweise von Fehlinformationen geradezu gespickt sind. Das ist mir die Arbeit nicht wert. Da ist doch viel einfacher, dass ich mich da einfach in den Stream setze oder in die Videos und sage, Fünenü, die böse Haters, bitte Geld. Und das hat der durchgezogen 10 Jahre lang. Und zu dem Zeitpunkt auch schon. Und das dann natürlich auch, wenn er als Person praktisch der Hauptcontent ist, dass dann natürlich der Hate auch direkt auf ihn und Person und seinen unsäglichen Dreckscharakter gerichtet wird. Das ist auch klar. Wie gesagt, da verschwimmt, weil der Typ ist ja nur, seine Persönlichkeit ist das, worum es geht, nur so und sonst... Ja, aber musst du dem dann die Feuerwehr schicken? Nee, genau. Nein, man muss ihm eben nicht die Feuerwehr schicken. Und wie oft hat man ihm die Feuerwehr geschickt? Einmal. Genau, das ist ja dann noch ein Schritt weiter, das ist ja richtig Aktion. In seinen Namen irgendwelche Sachen bestellen, also der einer der Chemikalien und so. Ja. Schweineinnereien oder so. Ja. Ja. Also am Dienstag hat ja jetzt der Prozess begonnen und ich war bei der Anklageverlesung dabei, das hat 1,5 Stunden gedauert und in diesen 1,5 Stunden wurde echt vorgelesen, was er alles noch gemacht hat und was... Ja, und die Sachen, die er noch gemacht hat, genau, das ist nämlich der Punkt. Ne? Bei diesem Basecode-Prozess wurde 1,5 Stunden vorgelesen, was er so gemacht hat. Dinge, die er bei Rainer gemacht hat, Swatting. Ja? Die anderen Sachen waren eher sekundär mit Rainer. Ne? Also da ging es erstmal darum, dass der Typ Kreditkartenbetrug begangen hat und dann mit diesen geklauten Kreditkartendaten Dinge an Rainer geschickt hat. Aber da war Rainer nicht das Hauptproblem an der Nummer, ne? Sondern der Kreditkartenbetrug.
effektiv Dinge, die er Rainer angetan hat. Swatting. Das ist beschissen genug. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Das auch das an allerletzte Abschaumverhalten. Aber das dauert keine 1,5 Stunden, das vorzulesen. Dann wird er schon auch noch anders Dreck am Stecken gehabt haben. Das wird wieder weggelassen. Das ist wieder eine dieser unwichtigen Informationen, die man als Journalist halt dann mal nicht mit reinnehmen kann, weil da könnte man jetzt auf Lach schon auch den ganzen... Er könnte jetzt auch hier die Stunde lang die Anklagenschrift vorlesen von dem Basecamp-Prozess. Noch gemacht, das war auch sehr eintönig, ne? Dann hat er das, oder soll er das gemacht, dann soll er das gekauft, dann soll er das gekauft, dann soll er das, 1,5 Stunden lang. Und du dachtest dir, wow, ey, wie hat der Typ das in zwei Monaten geschafft? Ja, und dann echt solche dummen Aktionen, dann wie jemanden die Polizei da vorbeizuschicken. Die können ihn ja kritisieren, können sagen, hey, das finde ich nicht cool, was du machst. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt hier einfach, es wird gerade so geframed wieder, als hätte er all diese Straftaten in 2 Monaten nur Rainer gegenüber begangen. Was halt de facto nicht stimmt. Also, klar, der Drachenlord liefert sehr viele Gründe, ihn nicht gut zu finden. Ja. Ja, und so, Aber logisch. sowieso, Ja, aber das egal, rechtfertigt ja nicht. Nein, also, aber nee, doch überhaupt so eine Art, nicht. nee. also mal sowieso alles, was dann vom Virtuellen ins Real... Das ist auch, wir befinden uns momentan auch wieder in derselben Diskussion. Ja? Weil das dann auch immer wieder auch hergenommen wird. Als Schutzschild. Und bei dieser brave Mädchennummer ist es ja genau dieselbe Scheiße. Ja, natürlich haben wir hier dies und jenes gemacht, dass sich andere Leute gefühlt haben, bla 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 bla. Billige Statement-Rhetorik, die von Uneinsichtigkeit strotzt, hier einfügen. Aber das rechtfertigt ja noch nicht, dass man hier Dingsdrohungen anschickt. Nein, tut's auch nicht. Das hat aber auch nie irgendjemand behauptet. Und das war auch nicht das Thema. Was andere Leute gemacht haben, wie sich andere Leute daneben benommen haben, indem sie den Drohungen geschickt haben oder sowas. Nicht das Thema. Nicht von der eigentlichen Kritik ablenken. Das sind immer diese selbstreflektierten Leute, wie ja auch, die immer sagen, ja, ich bin so selbstreflektiert und ich nehme ja Kritik immer gerne an. Aber das rechtfertigt nicht. Maul halten. Ne? Die Nummern, die das nicht rechtfertigt, stehen auf einem anderen Blatt Papier. Das ist nicht Tagesordnungspunkt. Bleiben Sie beim Tagesordnungspunkt. Rainer provoziert die Hater und profitiert von der Situation. Letzten Endes. Das ist ein Punkt. Problem, das lässt sich nicht in die Richtung framen, die man es gerne geframed hätte. Und wird es rausgelassen. Alle so überschwappt so und dann irgendwie ungewollt irgendwas passiert, das ist dann eh immer alles verkehrt. Das ist halt mega spooky auch, ne? Also, dass Leute das irgendwie dann so nutzen und dann halt vor deiner Tür stehen. Meine Damen und Nee, den habe ich mir nicht. Das hat es mir jetzt hier einfach mit reingefügt. Leute, den machen wir nicht. So, den alten, ich weiß nicht, wie der jetzt da reingekommen ist, aber ich habe das entsprechende, das gute Kampfsport-Ding, das habe ich gefunden. Compilation, Drachenlord, Gewalt und Kampfsport Compilation. Dauert auch nochmal 12 Minuten, die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Leute, ich habe damit kein Problem, euch aufs Maul hauen, wenn ihr vorbeikomme, dass ihr irgendeinen Scheiß habt. Mir macht das nichts. Ich übersetze euch das nochmal, für den Fall, dass ihr es nicht mitgekriegt habt, durch Rainers großartige Streaming-Qualität von damals. Er hat kein Problem damit, Leuten auf die Schnauze zu hauen. Also, eher der große Pazifismus-Lord. Aussage könnt ihr sowieso vergessen. Und wenn ihr unbedingt meint, ihr müsst der Paparazzi spielen, dann prügelt euch die Scheiße aus euch raus, macht euer Auto auch noch kaputt, wenn es sein muss im Notfall. Das ist im Übrigen auch der Mann, der dann vor Gericht gesagt hat, ja, er wollte ja dann keinen Schaden anrichten. Ne? Aufgelauert und zugeschlagen und so ein Scheiß, ne? Der auch Steine auf Autos geworfen hat und gesagt hat, ja, war alles gar nicht. Er wollte ja niemandem irgendwas schaden. Also egal in welche Cam ich laufe, das war ein öffentlicher Parkplatz,
du hast mich gefilmt, cool, ich zieh dich raus, prügel die Scheiße aus dir raus und jetzt halt die Fresse. Mein Tag war Das ist geil. Wenn irgendjemand in der Öffentlichkeit filmt und du läufst ihm vor die Linse, dann das ist Turn-up auf jeden Fall. Lex Winkler. Heute so scheiße heute, dass ich meine ganze Wut am liebsten am Regenbogenschaf auslassen würde, indem ich den voll eine aufs Maul hau. Da würde ich wahrscheinlich jedem Hater so eine direkt reinpfeffern, dass sie sich in Zukunft 10-mal überlegen. Ja, auch dieses, dass der sich immer in diese krass Gewaltfantasien immer rein. Jeder von uns denkt sich, bei dem oder jenen hätte ich gerne mal Schellen geben. Aber wer ein bisschen so Impulskontrolle hat, denkt sich, nee, das ist nicht gut. Ne? Das ist schnell abgehakt. Wir plärren das vor allem auch nicht ins Internet raus. Reini, ich habe schlechte Laune. Und vor allem, der hat schlechte Laune wegen irgendwas komplett anderem. Und denkt sich, ja, dann würde ich gerne dem und dem eine zimmern. Das ist richtig gesundes soziales Verhalten, Rainer. Das ist überhaupt nicht besorgniserregend. Gott sei Dank haben sie denen den Lappen weggenommen. Absolut keine Selbstkontrolle. Und wie gesagt, ich sag's euch, wie es ist. Die Nummer damals, und da bin ich mir mit Serial einig, die Nummer damals mit Fort Blue auf der Wiese war auch so eine Situation. Da hat er komplett die Kontrolle verloren, nur noch rot gesehen und wollte die Leute überfahren. Es war in der Situation mal wieder, wie so oft, vollkommen scheißegal, was die Konsequenzen seines Handels sind. Ja? Vollkommen scheißegal. Ich meine, wer von euch mir das neulich drunter kommentiert hat, ich habe auch da sehr gelollt. Well, if it isn't the consequences of my own actions. Das ist genau das. Das Problem dann in der Situation auch wieder für Zukunftsreiner. Ich würde am liebsten jetzt an Hater aus meinem Keller holen, hierher zerren und vor der Cam verprügeln, damit ihr endlich mal die Schnauze haltet, die Arschlöcher. Ja, das wird's besser machen. Da wird man uns alle denken, oh, jetzt hat der Rainer hat jemandem anderen die Schnauze poliert, aber mit dem lege ich mich besser nicht an. Oh, da habe ich den Rainer jetzt aber unterschätzt. Jetzt zittere ich vor Angst. Verpiss mich ganz, ganz schnell. Ja, nicht, dass ich der Nächste bin. Das hat der Rainer sich gedacht. Ja, so machen wir das. Du machst dir damit nicht, du verschaffst dir damit keinen Respekt. Du machst dir einfach nur zum Obst. Drool, ich krieg noch irgendwann raus, wer du bist. Und ich würde dir empfehlen, das so weit wie möglich geheim zu halten, weil wenn ja... Da ist das Halloween by Thy Name gerade im Hintergrund wieder. Das hat aufgehört. Ist aber auch ein geiles Lied. Muss ich sagen, ist mein absolutes Lieblings-Maiden-Lied. Du Arschloch. Und du lachst jetzt wahrscheinlich. Ich sag dir, einen Schlag in deine Nerdfresse, die nur die Scheiße den ganzen Tag labert. Und du würdest nie wieder aufstehen. Reini, du hast zwar sehr voluminöse Arme, aber es ist halt alles Blubber, ne? Und der bremst eher noch, ne? Wir haben gesehen, was der mit dem Kinderfäustchen auf die Hand von dem Anaida eingestellt hat, der sich nur kaputt gelacht hat. Da brauche ich nicht mehr Hand zuschlagen. Du hältst sowieso nichts aus. Leute, ich habe 6 Jahre Kampfsport gemacht. Ich Die gute alte 6 Jahre Kampfsportgeschichte. Das weiß durchaus, wie man trainiert. Oh Mann, ja. Er weiß, wie man trainiert. Halt auf die Fresse und hör auf, hier auf die Hose zu machen. Ja? Du hast große... Hör auf die Hose. Hör doch mal auf, dir in die Hose zu machen. Wenigstens auf der Hose. Wenn es auf die Hose macht, dann ist man wenigstens nicht drin in der Hose. Das ist halt leichter, um es wieder sauber zu machen. Ah ja, und im Real Life hast du kleine Kumpels, da wusste ich dann jedes Mal davon rennst, ne? Also ich sag's mal so, von allen, die ich bisher hierher kommen gesehen habe, ja, und die hier aufgetaucht sind, hätte ich alle locker mit einer Hand fertig machen können. Ja, warum hast du das nicht gemacht, Rainer? Warum hast du das da nicht gemacht? Im Kampf schnappt man sich nie den Schwächsten, man schnappt sich immer den Stärksten und macht den fertig, weil alle anderen dann Schiss kriegen. Erzähle uns aus seiner Erfahrungen von damals aus dem Hochsicherheitsknast.
Um im Gefängnis zu überleben, da musst du dir am ersten Tag gleich mal den größten und stärksten vornehmen. Und hat er wieder irgendeinen Gefängnisfilm gesehen oder so? Keine Ahnung. Du gibst also offen zu, dass du Leute verprügelst. Interessant. Wenn mich jemand angreift, dann verteidige ich mich und... Der war vorher noch ganz anders formuliert, Rainer. Da hast du gesagt, ja, dass du scheiße drauf bist und dass du gern mal, weil du schlecht drauf warst, irgendjemanden einfach so verprügelt hättest. hau ihn zusammen. Aus dem Keller rausholen. Ne? Du hast gerade gesagt, dass du irgend so einen Prügelknaben im Keller gerne hättest, eingesperrt, den du einfach nur konsequenzlos und ohne Gegenwehr vermoppen kannst, wenn der gerade wieder auf Shores quer hängt. Da war von Notwehr überhaupt gar kein Wort nicht gefallen, Rainer. Und wenn jemand meint, der kommt, gehe ich mich an, dann rennt er eben gegen eine Wand. Das ist eine sehr schwabbelige Wand, Rainer. Eher weniger Angst davor. Eigentlich auch zum damaligen Zeitpunkt. Ich meine, schaut sich mal an, wie viel Hals der damals noch gehabt hat, aber auch zum damaligen Zeitpunkt. Ich würde sagen, 9 von 10 Hatern falten den weg. Ja? Mir scheißegal. Sehr schön reingeschnitten. Frosch. Danke dafür, Alblali. Du, mir ist es so egal, ob der ein Messer dabei hat oder eine Pumpgun oder eine Uzi oder was weiß ich. Ich bumm den mit Armschlag um und... Ja. Aber solche Sachen vermisse ich einfach. Das hat er sich komplett abgewöhnt. Solche Sachen, wo er dann mit seiner Kampfsportnummer kommt und prahlt, wenn er nicht alles irgendwie verprügeln kann. Und egal wer irgendwie, welche Waffen die haben, ne, Messer, Uzi, Panzer, Faust, Atombombe, scheißegal, Rainer meddelt da einfach durch. Ja. Und klatscht die weg, die Leute. Es ist so köstlich. Kein Millimeter mehr. Ich habe immer Probleme mit der Deckung gehabt zum Beispiel. Und was ich einmal gemacht, Du hast Probleme mit deiner Abdeckung gehabt, ne? Also wenn Bettdecke und so, weil die zu klein sind. Man entwickelt habe von meinem Ding heraus. Ich habe zwar meistens die Deckung fallen lassen, auch nach Monaten später noch und noch viel länger. Ich habe das mit der Deckung irgendwie nie richtig gerafft. Ja, das glaube ich, der Rainer. Also, dass du das mit der Deckung nicht raffst, dass du es ausprobiert hast, glaube ich da nicht. Ich habe irgendwann das so entwickelt und... Oh nein, jetzt hat er seinen eigenen Kampfstil entwickelt. Da hat er davor dann wahrscheinlich die Star Wars Prequels gesehen, oder? Und dann sagt, ja, Mace Windu, der hat auch seinen eigenen Kampfstil entwickelt. Ja, der ist was ganz Besonderes. Rainer hat gewiss dann auch einen lila Lightsaber. Ja? Ich erzähle jetzt aber, was der Unterschied zwischen Mace Windu und dir ist, Rainer. Alles. Ja? Alles. Mace Windu ist ein badass, fiktionaler Charakter, der enorm, wirklich, Mace Windu ist das Beste, was die Prequel-Trilogie jemals hervorgebracht hat. Der enorm cool war, und du bist in der Realität ein fetter Versager, der gar nichts auf die Kette kriegt. Da habe ich es immer irgendwann so gemacht, dass ich dann irgendwann, wenn ich die Deckung unbewusst gefallen habe lassen und ich gesehen habe, der will mir eine reinhauen, hat er so schnell eine mit meinem Kick an der Seite gehabt, also No-Kick, schön die, jetzt habe ich den Namen vergessen, schön auf dem Oberschenkel, dass er erstmal weggeklappt ist. Total überrascht war. Der hat seinen Schlag, ich bin halt ausgewichen und habe schon mit dem Fuß, weil mein Bein ist ja länger als sein Arm. Ja, weil da weicht er dann aus und gleichzeitig, ne, also aus der Bewegung raus. Das ist das Ausweichen und der krasse Kick, der ihn praktisch sofort zum Zusammenklappen bringt. Das ist eine fließende Bewegung und das geht so schnell, ne, dass der Gegner das gar nicht mitkriegt. Das sieht er gar. Rainer ist praktisch nur noch so eine verschwommene Gestalt im Ring. Ja, wenn er seine Superkräfte dann aktiviert hat. Verschwommene, golden leuchtende Gestalt und dann prasseln nur noch die Kicks auf ihn ein. Ne? Er kann sie nicht alle abwehren, egal was er tut. Und dann fliegt er, wie bei Dragon Ball, in irgendeinen Berg rein oder sowas. In ein Maul. Hat er schon mein Bein gespürt, während ich noch schon seinen Schlag ausgegangen bin. Das habe ich dann irgendwann so oft gemacht, dass irgendwann keiner mehr Bock hat, gegen mich zu kämpfen. Die Wahl,
wahre Krümel an dem Satz war so, niemand hatte Bock gegen dich zu kämpfen. Ne? Weil sie sich gedacht haben, ich bin hier, um Sparring zu machen oder Kampfsport und nicht dafür da, einen dicken Behindi zu vermoppen. Alle gewusst haben, der lässt die Deckung fallen und dann sind wir fällig. Weil meine Kicks, die haben, also mittlerweile ist das eine lächerliche Figur, aber meine Kicks, die waren halt unglaublich stark schon. Alter, aber im Vergleich, ich habe auf Festivals schon fettere Leute gesehen. Aber Reini, ich hätte mir halt ganz ehrlich nur in der Badehose. Die Badehose ist jenseits von gut. Auf was für ein Festival war das? War das 2014 auf dem Breeze oder? Also damals hätte man noch was retten können von der Fettlichkeit her. Aber Reini, ganz ehrlich, die Badehose, die du dir mit 13 mal gekauft hast, da steht die nicht mehr reinpasst und das hätte auch vorher klar sein können. Das schaut aus wie eine Wurst in der Pelle, was du da. Also 2 Würste in der Pelle. Das ist ja wild. Ich will ja gar nicht wissen, wie das von hinten ausschaut. Diese Hose mitnichten, unter gar keinen Umständen geht die hinten über den Arsch. Ich weiß gar nicht, wie das hier geht. Nee, lass mal. Ach komm schon. Und dann setzt er sich da noch aufs Auto. Aber wenigstens ist es sein eigenes Auto. Ich habe neulich tatsächlich am Hater einen mit dem Stock über den Rücken gezogen, weil er so scheiße gebaut hat, ne? Also ich habe ja früher, wie gesagt, Kampfsport gemacht, unter anderem auch so Stabkampf, ne? Wie so Jackie Chan mäßig, ne? Ich habe ein bisschen Karate gemacht. Was war das andere? Ja, jetzt muss er sich ein paar Sachen einfallen lassen, ne? Also mit dem Kampfstab hat er gemacht, Karate, Kickboxen hat er gemacht, Nunchucks. Rainer war praktisch irgendwie alle 4 Ninja Turtles in einem. Karate habe ich ein bisschen angefangen. Was ich viel gemacht habe, war Muay Thai. Und Muay Thai, Alter. Muay Thai. Und ansonsten habe ich ein paar verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe ja einen Körperbau, jetzt abgesehen von meinem Gewicht. Und das ist halt eigentlich richtig so die Statur vom Muay Thai-Kämpfer eigentlich. Ja, Reini hat so eine richtige Muay Thai-Statur. Boah, Reini, Muay Thai-Kämpfer sind meistens drahtige kleine Asiaten. Rainer, du bist ein Blob. Ja. Ich habe auch immer eine Zeit lang so mit einem Bekannten damals ein bisschen Capoeira, ein bisschen probiert oder so. Capoeira! Habe ich schon ein bisschen Capoeira gemacht. Stellt euch immer vor, wie er dann so Flickflacks schlägt. Da muss ich an diesen Clip denken, kennt ihr den? Wo so ein Capoeira-Dude irgendwie am Umeinander tanzen ist und der Typ, gegen den er kämpft, wartet ab und hält mehr oder weniger, der zieht aus und schlägt einmal in die Luft und der Typ kommt mit dem Kopf durch seine komischen Flickflacks genau in die Faust rein und das ist großartiger Clip. Wenn mir das gezeigt, habe ich dann auch später mal privat ein bisschen damit auseinandergesetzt. Nee, ich habe mittlerweile wirklich festgestellt, dass ich wieder langsam aber sicher vor allem richtiges Gleichgewichtsgefühl und alles habe und mich auch ganz anders wieder bewegen kann. Ja, Reini, das liegt daran, dass du halt wie so ein Sack da bist und dass sich alles so nach unten, du bildest praktisch einen Sockel für dich selbst, wenn du dich da hinsetzt, ne? Weil sich das alles so nach unten verteilt erst einmal. Das ist wie wenn ich so einen großen Sack habe, ne? Und den fülle ich 3/4 voll mit Mehl und dann stelle ich den irgendwo hin. Ja? Dann verteilt sich das und dann bleibt er trotzdem stehen. Dann hat er eine ganz andere Stabilität. So. Das ist einfach wegen so die Form wieder, was zurückkommt. Was für eine Form? Rund. Das ist eine Form, ja. Unfassbar kreislige Musik, aber schau dir an, Ghost Kampfsport Lord. Der andere lacht sich einen ab.
Wenn es ein bisschen weniger wackeln würde, wäre ich auch geil. Also wie er sich aufwandelt, ja, und dann kommt, ich höre nicht, ich hab Kopfhörer auf. Aber aufmandeln erstmal wie so ein Chihuahua, der dann Schienbein rammeln will, oder? Ich hab Musik an! Die Kackmucke wieder ausmachen. Das war im Übrigen das Ausweichen und der blitzschnelle Kick an die Seite, dass jeder zusammenklappt. Schauen wir mal zu, ob der jeder zusammenklappt. Oder? Und schauen wir das an. Der Typ, gegen den er da... Keine Ahnung, der kommt, glaube ich, gerade von seiner UPS-Schicht, so wie er angezogen ist. Aber der ist halt auch so ein Kellerkind und voll Cashball. Ja? Wie groß ist der? 1,70 Maximum. Und diese Spaghettis, die da unten aus seiner Hose rauskommen, der Typ ist halt der Cashball. Mit sowas legt er sich an, der Digge. Oh, halt mal die Kamera still, Diggi. Ah ja, warte. Die Kackmucke weg. Ich prügel die Scheiße so aus ihm raus, dass er nie wieder aufsteht. Ja, hier aufgelauert und zugeschlagen. Ja, wissen wir Bescheid. Ja, das ist schon 10 Jahre her, gell? Ja, ich sag dir, was passiert, wenn einer von denen am Adler bei uns anrührt, egal ob ich die kenne oder nicht. Der kriegt so Aua, Madler. einen fetten Roundhouse-Kick in die Fresse. Dann werdet ihr mal sehen, dass ich immer noch Kampfsport beherrsche. Das ist der geht. Stellt euch vor, ne? Ihr fahrt irgendwie nach Emskirchen, vielleicht zur Kerwa oder sowas, und dann lernt ihr da irgendeine kennen und der ist also am umeinander bussieren und dann kommt auf einmal da rein, von der Seite so reingeschissen und kleppt euch an und versucht euch einen Roundhouse-Kick in die Fresse zu geben. Roundhouse-Kick, Fegi 5 weg. Bei mir Fegi 5 weg, Alter. sind sie sowieso vor. Dann haben die sowieso keine Chance. Ja, das ist ja auch noch so. Ich habe schon gegen Leute mit Messer gekämpft. Ja. Aue, erzähl jetzt die Geschichte, wo er da irgendwie durch Nürnberg gelaufen ist und jemandem das Messer aus der Hand gekickt hat. Das ist auch ganz großes Kino. Leute, wer das noch nicht kennt, gebt euch. Da haben schon ganz andere Leute blöd geschaut, wie schnell sie meinen Fuß in der Fresse hatten und das Messer auf dem Boden lag. Was für ein Kampfsport hast du eigentlich mal gemacht? Messer kicken. Wie bitte? Wie bitte? Ach ja. The good old days, Leute. Wie bitte? Reini, wenn du den Leuten eine dermaßen hanebüchene Story ans Knie schraubst bezüglich deiner großartigen Kampfsportkünste, dann müsstest du bitte aber wenigstens auf die allererste Gegenfrage vorbereitet sein, die immer kommen wird. Und zwar, was für eine Art von Kampfsport hast du gemacht? Diese Frage nicht vorherzusehen und da nicht darauf vorbereitet zu sein, ist jenseits von peinlich. Wie? Was für ein Kampfsport hast du mal gemacht? Denken. In der Schulzeit habe ich ein bisschen jetzt muss mir schnell eine Lüge einfallen. gemacht, das war aber nichts für mich. Was? Ich habe ein bisschen gemacht, das war aber nichts für mich. Ich hab's nicht gehört. Hat er Bubu gesagt? Er hat ein bisschen Bubu gemacht. Kampfsport im Schlaf. Eines funktioniert nur in Matrix. Karate habe ich auch gemacht. Oh, Karate natürlich. Später dann Muay Thai. Muay Thai. Das haben sie ihm dann beim Muay Thai haben sie ihm das auch nicht erklärt, dass das nicht Muay Thai heißt.
Und ganz ehrlich, wäre der tatsächlich in dieser Kampfsportschule gewesen, der hätten es 3-mal versucht, ihm zu erklären, dass es nicht Muay Thai heißt. Und dann hätten sie sich gedacht, ja komm, lass einfach Muay Thai sagen. Das wird die Lebenszeit nicht wert, der ist einfach zu dumm, der wird es niemals begreifen. Der sah auch T-Shirter. Bei denen muss ich euch leider wirklich ausmachen, Digga. Wie er sich da auch fühlt. Da ist es immer noch drin. Das ist auch so ein hypnotisches Bild irgendwie. Wie er sich da abstrampelt. Und du denkst ja auch, keine Ahnung, der Kopf sieht auch vollkommen unlogisch aus, weil man denkt sich hier, dieser Frisur, weiß ich nicht, was halt aussieht, als würde er so ein totes Frettchen auf dem Kopf haben. Es möchte halt meinen, dass er irgendwie, das sieht so aus, als würde der Kopf direkt da aufhören, wo die Haare anfangen, so wie wenn das einfach so ein, da ist halt nicht genug Platz im Kopf für Hirn oder dergleichen, ne? Fick dich und lösch dich selber, du Spasti, Alter. Zack, hast du wieder ein Spiel geschaut, du Spasti, Alter. Ein Wolf, Alter. Ich bin ein Drache, du Wichsgesicht, Alter. Mach mich auf. Ein Drache, du Wichsgesicht, Alter. Ah ja, der hat's richtig drauf, weil schlagfertig ist er ja, da rein. Auf. Sei der Mistsau, Alter. Spastengesicht, Alter. Rainer, beruhig dich. Ruhig, Rainer, ruhig. Ich hab nie jemand was gemacht. Er beleidigt die Leute einfach rauf und runter. Kinderzimmer. Das ist mein Kinderzimmer, als ich dein Alter hatte, du Spastengesicht, Alter. Aber wenigstens schämt sich mir nicht die ganze Welt für mich, Alter. Doch. Man nennt das Fremdscham oder Kringe. Der so eine Scheiße wie dieser sieht, empfindet Fremdscham. Mit dem Skirchen komme ich klar, aber für dich schämt sich die ganze Welt, Alter. Hackfressen Arschloch. Ey, ich hoffe, alle hier verreckt alle eines grausamen, schmerzhaften Todes, Alter. Ja, er wünscht niemandem was Schlechtes, hat er gesagt, gell? Der Pazifismus-Lord. Der hasst niemanden, wünscht denen nichts Schlechtes. Das hat man jetzt erst vor kurzem wieder. Dass er die nicht hasst, die Leute, und ihnen nichts Schlechtes wünscht. Ich habe noch nie Menschen so gehasst, oder generell. Ist geil. Ich hab das wirklich in seinem Anti-Mobbing-Video. Das ist hier. Ihr müsst nicht weit runter scrollen. 3, 4 Videos vor dem hier. Das gute Anti-Mobbing-Video. Er kann keinen Hass empfinden. Noch nie gehasst. Magst du Steine, ja? Vor allem, wenn ich sie auf Hater-Arschlöcher werfe. Das sind meistens so 300 Kilo Steine. Ja, 300 Kilo Steine wirft er auf Hater. Ach, und Pisswichser, Regenbogen-Wichsgesicht, Alter, ja? Ich hoffe, du verreckst an deinen Scheiße, Alter, an deinen Regenbogen-Scheißhaufen, Mann. Ja, vollkommen unhinged. Wenn dir irgendwas nicht passt, Alter, dann geh scheißen und sterb dabei, Alter. Wenn der dann. Da hat er aber den Aller-Counter, der ist aber schon. Ich weiß, ich sag das auch oft, aber. Allah! Scheiß Regenbogengesicht, Alter, dass ich mal. Regenbogengesicht. Deine Mutter sein Regenbogengesicht. Irgendwo hin verzieht, ey. Deswegen hat meine Meinung ein bisschen mehr Gewicht als deine Reini, das Lied, das da im Hintergrund läuft, hast du selber geschrieben? Wenn nicht, dann darfst du es für dein Content nicht benutzen. Das ist Copyright. Scheiß Hater-Meinung, Alter. Alter, halt die Fresse. Ich heiße Rainer, nicht Reini. Spastik-Sicht, Alter. Man kann einfach wirklich triggern mit, dass man einfach Reini sagt. Da wieder auch. Wie er der Meinung war, das ist cool. Wie er sich da hinhockt mit der. Ganz ehrlich, schau aus. Schaut aus. Das schaut aus wie, keine Ahnung, jemand, der früher eine Frau, die früher im Ostblock Steroide gekriegt hat, um Kraftsport zu machen und jetzt irgendwie als Klofrau in der Disco arbeitet. Alter Verwalter.
Ja, du bist nichts Besseres, nur weil du mehr Abonnenten hast, Alter. Abonnenten, das klingt aber, wenn du über deine Abonnenten flex, klingt das immer wieder ganz anders. Ja? Dass die Leute, also wenn Reini mehr Abonnenten hat als andere Leute, dann haben die gefälligst die Schnauze zu halten, weil dann ist er was Besseres und deswegen hat er jetzt auch die Deutungshoheit für alles und alle müssen ihm nach dem Maul reden, weil er hat mehr Abonnenten. Wenn andere Leute mehr Abonnenten haben, dann heißt, du bist ja nichts Besseres, weil du mehr Abonnenten hast. Und das meinen, dass ich da gesagt habe, oh, ich habe voll viele Abonnenten und viel mehr als alle anderen und bla, und mach so und so viele Abos. Alter, hast du schon mal was von Ironie und Scherz gehört? Ja, also richtig ironisch gemeint alles. Ähnlich ironisch hier wie die Holo-Aussage damals. Die war auch extrem ironisch, Rainer. Meine Meinung hat mehr Gewicht als du, weil ich habe über 6.000, 7.000, 8.000, 15.000 Zuschauer. Ja, Rainer Winkler, Mann, der sich schneller widerspricht als sein Schatten. Und da fliegt die Axt. Und schau mal her. Schau mal her. Die fliegt. Also erstens, er behauptet ja, er hat sich zurückgehalten. Reini behauptet bis heute, dass er sich bei diesem Axtwurf zurückgehalten hat, weil ansonsten hätte ich dem Elder mit der Axt den Schädel gespalten. Ja? Aber, schau mal an, sieht das so aus, als würde er sich zurückhalten, wenn er da komplett durchzieht. Weiter hätte er nicht nach hinten ziehen können. Der hat mit aller Gewalt geworfen. Und hier landet sie gleich da. Direkt vor dem Tor ist sie auf den Boden aufgeschlagen. Das Waffe immer noch gefährlich. Die, wenn blöd bounced, steckt die auf einem von denen im Haxen drin. Wie gesagt, ne? Das hätte anders laufen können. Jetzt stellt euch mal vor, der Mann hätte tatsächlich ein bisschen Schmalz im Arm. Schmeißt das Ding, das fliegt 2 Meter weiter, trifft den Typen. Wäre das Drachengame vorbei gewesen. Okay, pass mal auf, du Spasti. Pass mal auf. Du hast immer noch dein scheiß Portal-T-Shirt an. Was war... man müsste Rox auch noch mal fragen. Der hat immer damals diesen Counter gemacht, wo er immer durchgezählt hat, wie lange Reini jetzt dasselbe T-Shirt da schon wieder anhat. Ich glaube, es waren 2,5 Wochen oder sowas. Oder 3. Jeden Tag dasselbe Kack-T-Shirt angehabt. Ja. Und ich glaube, das war dieses Portal 2 Shirt. Ich glaube, das war das Portal 2 Shirt. Wir wollen keinen Hass, wir wollen Liebe. Und das ist eigentlich der Punkt von Drachenlord. Ja, das ist der Punkt. Wenn ich Liebe will, dann schmeiße ich auch immer erst mit Äxten. Statement zu Axtwurf. Jetzt kommt eine Lüge. Ich hätte ein bisschen stärker werfen sollen und ihm den Schädel spalten, aber Rainer hat noch nie irgendjemandem was Schlimmes gewünscht, gell? Ich habe auch mit Äxten nach Hatern geschmissen, also mit einer Axt. Schön flexen noch damit. Ne? Mit Äxten. Mit Äxten, hier weißt schon, hier schon ein. Oh, jetzt macht er dieses cringe Wikinger-Ding. Ich will nicht Play drücken. Ich will nicht. Ich kann das nicht. Ich halte das alles nicht mehr aus. Hier so ein auf altnordisch, weißt du, schmeißt das so die Axt, Mann. Ja klar, Mann, mit einer Hand so erst so schon fast im... Er rechts denkt sich einfach, was labert der, Digga? Oh fuck, wie komme ich aus der Nummer so schnell wie möglich wieder raus? Wie sagt man so, im Top-Style? Lügen, Arschloch. Und ihr Kaskader-Wichspisser, Pisswichser, ihr kleinen Pisse. Reini. Viele wissen das gar nicht, ne? Gewitter im Kopf war gar nicht der erste große YouTube-Kanal, wo es um Tourette ging. Reini, lass da mal was drüber schauen hier mit dem Tourette. Pisswichser, Alter. Pisswichser, blöde Pisswichser. Spasti. Leb wo. Habt ihr Lambok gesehen? Wenn nicht, schaut euch Lambok an, den ersten. Ne? Ersten Lambok von Ende der 90er. Großartiger Film. Die Kifferkomödie mit Moritz Bleibtreu. Absolut, da gibt es auch so einen Typen, der mit Tourette in der Gegend umeinander läuft. Eine absolute Koryphäe. Wohl in der Hölle, weil es Spastis sind. Spastis von Hatern, die Fresse halten. Weißt du was, du verfickte Bitch, Alter, leck mich am Arsch. Und stirb in der Hölle. Das ist auch so ein klassisches Meme. Und das sieht halt da auch wirklich mit der kaputten Pinnwand da, seinem eigenen Drachenlord-Poster, das Hingesprühte an die Wand, die Zaren-Couch mit diesem Billo-Mikro.
Das hat der gesehen und hat sich gedacht, das ist ein tighter Background einfach. Das ist ein tighter Background für meinen Livestream, das ist richtig geil. Das sieht richtig aus wie im Crackhaus. Im Problemviertel von Detroit, Digga. Das machen wir. Geil. Bringen wir noch ein bisschen das Drachenlord-Poster dahin. Nice. Hab dann noch mit dem Stock gegen die Scheibe bzw. gegen das Auto geschlagen, war eben zu hoch, war eben die Scheibe. Ich bereue nicht, dass ich die Scheibe des Autos eingeschlagen habe. Das sagst du jetzt? Vor Gericht hast du wieder was anderes erzählt. Die Tatsache, dass der eine im Nachhinein hier, ich weiß nicht, auf irgendeiner Seite halt, dann durch die Scheibe, also nicht durch den Stab, sondern durch die Scheibe quasi den Schaden erlitten hat. Ja, ganz ehrlich, so unfassbar. Der schlägt da die Scheibe ein, dass dem anderen die Glassplitter um die Ohren fliegen. Das hätte ins Auge gehen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder lass dann ein größeres Stück irgendwie Scheibe oder dumm fliegen. Und das trifft irgendeine Schlagader, der verblutet dem noch vor der Schanze auf dem Boden. Er bereut nicht, dass er die Scheibe eingeschlagen hat. Keine Ahnung, irgendeine Platzwunde oder also Platzwunde glaube ich nicht, aber ich glaube, das waren einfach die Scherben oder was, wo die ihn ein bisschen geschnitten haben. Nach dem, was ich gesehen habe, sah es nicht besonders schlimm aus. Wenn es schlimmer gewesen wäre, hätte das mehr geblutet. Das hätte lediglich hier so ein Streifen runtergelaufen und hier noch ein bisschen was. Ja, vielleicht hat er auch ein bisschen Kunstblut irgendwie im Internet bestellt. Ich persönlich denke einfach, dass der einfach von der Scheibe und nicht von meinem Stock irgendwie verletzt wurde. Ja, das ist ja auch geil. Ich kann überhaupt nichts dafür, dass der jetzt verletzt ist. Ich habe ja nur die Scheibe eingeschlagen und die Scheibe, die hat ihn dann verletzt. Ja? Das ist hier, ich suche das mal schnell raus. Das die Nummer hier. What the hell did you do to him, man? I did nothing. The pavement was his enemy. Oh, ja, das jetzt, ihr werdet das kaum gemerkt haben, dass ich das jetzt zusammengeschnitten habe. Ich habe mich ein bisschen verklickt gerade. Aber hier, die letzten 3 Minuten, die machen wir hier noch. Oder 2 Minuten sind es nur noch. Die bin ich euch schuldig. Das schneide ich dann hinten dran. Das ist dann wieder schneiden, rendern und so weiter. Harte Arbeit. Und dann schauen wir mal. Ja, gehen wir wieder rein in den Herbert. Persönlich denke einfach, dass der einfach von der Scheibe und nicht von meinem Stock irgendwie verletzt wurde. Diese Personen wussten, dass ich so reagieren könnte. Diese Personen sind vorsätzlich und mit Absichten, mich zu provozieren, hierher gekommen. Das ist so geil. Die Argumentation ist dieselbe wie sein Anwalt Jahre danach. Ist einfach so dieses, ja, wenn die nicht aufs Maul haben wollen, dann sollen die halt hier nicht herkommen. So. Hast du ja kein freies Land, wo du einfach hingehen kannst, wo du willst. Ja? Wo ich im öffentlichen Raum einfach frei bewegen darf. So kommen wir da hin. Ja, wenn du einfach in einen Umkreis von so und so vielen 100 Metern um eine Schanze dich aufhältst, bist halt vogelfrei, dann musst du permanent damit rechnen, dass irgendein fetter Dulli eine Axt an dir rüberwirft. Ja? Sie wollten mich oder deine Autoscheibe einschlägt. Mobben und haten. Sie wussten, wie ich reagiere. Ihr wusstet ganz genau, worauf ihr euch einlasst. Das ist einfach so wild. Ja. Gott sei Dank zieht das nicht. Ne? Die ganz genau wussten, auf was sie sich einlassen. Um ehrlich zu sein, gibt es noch eine letzte Sache, die ich bereue. Und zwar dies. Jetzt kommt wieder sowas, dass ich ihn nicht richtig zusammenlassen habe. Sache, dass ich das Auto nicht komplett zerlegt habe. There we go. Wer verdammt nochmal seid ihr, dass ihr euch sowas erlaubt? Das Problem ist, dass die Hater keinerlei Einsehen haben. Ich habe noch nie das ist das Problem. Dass die Hater kein Einsehen haben, das ist das Problem. Richtig. Jemandem was getan. Bitte? Das ist auch so geil. Okay. Mein Name ist Klaus. Körper Klaus. Das haben sie ja genommen, das mit dieser Waffe haben sie ja genommen, um den, weil er da damals immer mit der Software rumgespielt hat, um ihm irgendwie da irgendeine Schießerei oder sowas anzudichten. Das war auch köstlich. Da fliegt nochmal die Axt. Ich habe auch noch nie irgendwie jemanden gesagt, ja, komm her und so weiter. Traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448 ins Kirchen. Jetzt sind's nicht mehr die Juden, jetzt bin's ich. Die Aussage ist auch wild.
Mikrofon meddelt und weiter brüllt. Ich finde, das ist immer die geilste Sache, wo du auf die Distanz ihn brüllen hörst. Keine Ahnung. Das ist so hier wie in dem Cars-Universum. Das ist einfach das Auto hat sein Eigenleben und brüllt jetzt die Leute an. Muss ich mir vorstellen. Weil das Auto sieht jetzt mit den Hinterlichtern aus wie so ein Gesicht, ne? Hinten das. Und das ist wie ein Knight Rider, das Auto sprechen kann. Und die hat keinen Bock, selber rauszugehen. Kind, ich brauche deine Unterstützung. Und dann kommt das Auto gefahren vorne. Hui, hui, hui. Das rote Licht und kackt einfach die Hähne an für ihn. Arschlecker! Los, verpiss dich, du Schweinslutscher, Alter! Ach, das ist köstlich. Wenn du keine Eier hast und mir einen Fick auf die Hälfte bist, Alter! Kleine Krümelwitze! Ohne Scheiß. Glaub mir, ich habe mehr Wenn du mich schlägst, Ui, wo kommt denn die Nummer auf einmal her? Das müssen wir viel leiser machen. schlägst, dann wirst du wahrscheinlich erst einmal gegen eine Wand schlagen, Kollege. Ach, hier, das war der andere dicke Dulli, ja? Hier, hoch die Hände, Wochenende. Das hätte ich so gern gesehen. Das hätte ich so gern gesehen. Wenn dieser legendäre Boxkampf tatsächlich zustande gekommen wäre. Nur weil ich fett aussehe, bin ich nicht so fett. Ja, das ist auch Leugnung der Realität, ne? Nur weil ich fett aussehe, also nicht, dass ich fett bin. Ich habe stellerne Muskeln im Bauchbereich. Glaub mir, du schlägst gegen eine Wand. Ah! Komm, stopp. Okay. Jetzt haben wir das auch noch beendet. Das hier, ihr werdet es hoffentlich gar nicht merken, wird aneinander geschnitten. In diesem Sinne, Leute, tut nichts, was Rainer tut. Mehr drauf.